Was machen die da? Hallo? Das ist vermutlich das schlechteste Intro, das ich je zu einem Video hatte. Herzlich willkommen beim ersten Video vom neuen Format, das heisst #Greg. Genau, ihr habt mir in den Kommentaren auf Insta Fragen stellen und ich werde die alle ein bisschen beantworten und hoffentlich ein gutes Video daraus machen. Und entweder die Serie wird hure gut oder extrem schlecht. Yay! Fangen wir an mit der ersten Frage. Die Lisa fragt, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Das Traurige ist halt, ich habe halt wirklich einen Lieblingsdinosaurier, nämlich der, wie heisst der? Carnotaurus. Das ist so der mit so Hörnern, der so mega cool so in dich reinrennt und so. Ja, klar, ich finde ihn einfach cool. Der Linard schreibt, kann es sein, dass es unter dem Tisch ein paar Fische hat? Das hat ja gar nicht. Ich glaube, der Linard hat mich angeschaut. Hey. Da unten. Ah, hallo. Was? Ich bin ein Fisch. Ja, das sehe ich, ja. Ich komme aus dem Rhein. Also du weißt schon, dass der Rhein nicht gerade in der Nähe ist, oder? Ich bin mit meiner Familie da. Ja. Hallo zusammen. Hallo. Wir sind da angeschwommen. Okay, und was machst du da? Nichts. Ah, okay, das heißt, eigentlich hast du keinen grösseren Nutzen. Ich bin ein Fisch unter einem Tisch. Ja, okay, macht Sinn. Also ich muss das Video weiterfilmen, sorry. Warte, Ja, ich muss dir eine Geschichte erzählen. okay. Vor ein paar Jahren hat so einen Fisch gehabt und der hat mich auffressen und dann warte, ist das schon wieder gewesen? Bist du endlich fertig? Blub. Okay, das ist mir jetzt genug, ich muss gehen, sorry. Warte, nur noch etwas. Okay, aber mach bitte ganz schnell. Der Nikos Zürich schreibt, wie alt? Ich bin genau 30 Millionen minus 29 Millionen 999.990 mal Wurzel 9 minus 16. Also 14. Und nein, ich habe nicht einen Taschenrechner gebraucht, um das gerade auszurechnen, weil ich nicht gewusst habe, ob es stimmt. Was meint ihr eigentlich? Der Marius schreibt, hast du Englisch schon gelesen? Fertig. Und hey, sogar noch vor Mitternacht ist eigentlich voll gut. Oder die Kurzantwort darauf, eigentlich habe ich schon gelesen, ja. Die Lisa schreibt, hey, schau mal hinter dich. Okay. Hallo. Oh mein Gott, bin ich jetzt erschrocken. Wie bist du da angekommen? Du weißt schon, dass Fische fliegen können, oder? Wir sind nicht nur da zum Schwimmen. Was läuft mit dem Fisch falsch? Der Luan fragt, was ist das Ziel, was du mal mit YouTube erreichen willst? Das ist eine schwere Frage eigentlich. Keine Ahnung, eigentlich einfach das machen, was ich gerne mache, und das ist halt einfach so meiner Kreativität so freien Lauf lassen, wie ich es halt jetzt gerade mache mit dem huren Fisch hinter mir. Ich bin ein Vogel. Genau das meine ich, ja. Nein, aber auch sonst eigentlich einfach so die Offenheit, die man hat, wenn man Videos macht, dass man halt einfach so seiner Kreativität halt wirklich einfach einen freien Lauf kann geben und so seine künstlerische Seite ein bisschen kann zum Vorschein bringen. Ich finde das einfach hure geil irgendwie. Und generell, ich liebe es halt einfach zu fotografieren und zu filmen, weil es, keine Ahnung, es macht mir einfach extrem Spaß und ich finde halt, das ist irgendwie die Art für mich, so das ein bisschen auszudrücken, was ich so in meinem Kopf habe oder was ich so eine coole Idee habe, einfach keine Ahnung. Darum eigentlich einfach so weitermachen wie bis jetzt. Die Lisa fragt, was ist dein Lieblingsemoji? Es wäre halt so übel scheiße, wenn ich jetzt kein Emoji würde drüber tun, man einfach nur so mein Gesicht würde sehen. Also der Affe, der so macht, finde ich auch mega herzig. Oder so der Smiley, der so auf dem Kopf ist. So. Oh scheiße. Aber den brauche ich eigentlich nur, wenn ich einfach so nicht einen Smiley will, der so mega lacht oder so, sondern einfach so einen, der so ganz leicht so lacht. So. Ja, okay. Der Alessandro fragt, wieso hast du mit YouTube angefangen? Vor 3 Jahren ist ein alter Zauberer zu mir gekommen und hat mir gesagt, wenn du jetzt nicht mit YouTube-Videos anfängst, dann werde ich dich auffressen. Vor 3 Jahren ist ein alter Carnotaurus zu mir gekommen und hat mir gesagt... wärst du eigentlich nicht schon lange ausgestorben?
Vor 3 Jahren ist mal ein alter Fisch zu mir gekommen und hat mir gesagt, hast du schon mal überlegt, was passieren würde, wenn du für einen Tag deinen Körper mit einer Banane würdest täuscheln? Ja, okay, nein, die echte Geschichte ist eigentlich, dass halt vor 3 Jahren mein Kollege angefangen hat mit YouTube-Videos. Ich glaube, ein paar von euch kennen den vielleicht noch. Ja, auf jeden Fall hat er halt angefangen mit Videos und ich habe das halt einfach so eine coole Idee gefunden und ich habe eigentlich schon immer mal so ein bisschen, einfach mal Lust gehabt, ein Video zu machen. Halt nicht so, wie ich es jetzt mache, aber einfach so Videos mal zu machen auf irgendeine Art. Früher habe ich mal Let's Plays machen. Wobei, okay, welches Kind hat nicht Let's Plays machen, was klein war. Und dann habe ich halt einfach angefangen und ja, jetzt bin ich da, yay. Okay, nächste Frage. Lisa schreibt, was machen Störche mit übergewichtigen Babys? Liebe Grüße, Mama. Ja, keine Ahnung, ich weiss doch auch nicht, wieso soll ich das wissen? Warte, ich frage schnell den Fisch. Sie nehmen sie zum Rhein und bringen ihnen zuerst mal das Schwimmen bei. Machen wir einfach weiter und vergessen das. Aber dann wär's das eigentlich auch schon gewesen mit dem Video. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von #mgreg gefallen. Ich finde das so voll cool, wenn man so Fragen kann beantworten und so Sketches drüllen mit dem Fisch da hinten. Genau, du bist immer noch weird. Und ich finde es einfach eine coole Art, euch ein bisschen mit reinzuziehen in die Videos und so halt eine interaktive Art zu schaffen. Und ihr habt es vermutlich auch bemerkt, das ist halt sehr inspiriert an Julian Bam zum Beispiel, der das ja in Deutschland macht und halt so eigentlich so seine eigene Welt an sich schafft, wenn er so Videos macht. Und als ich halt das erste Mal gesehen habe, habe ich es halt so mega cool gefunden von der Idee, dass er einfach so irgendeinen Kommentar nimmt und einfach so irgendetwas mega komisches draus macht, was aber hure lustig ist. Und ich meine, das machen eigentlich so ziemlich die meisten YouTuber, dass sie halt so Fragen bekommen und die dann beantwortet und jeder macht es halt auf seine Art. Und ich versuche jetzt also ein bisschen meine eigene Art halt so zu finden. Darum hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst euch einen Daumen hoch da. Schreibt mir gerne eine neue Frage in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt einfach immer den #mgreg an, damit ich halt so die Frage ein bisschen ordnen kann und so, damit ich weiss, ob ihr das jetzt wirklich für das Video gemeint habt oder nicht. Und vergesst alle ja nicht. Genau, auch du solltest die Glocke aktivieren. Oder auch nicht, ich lasse das mal als Ja gelten. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, wäre das gewesen mit dem Video. Und ich sehe euch nächsten Montag wieder zu Heiligabend. Und ich habe noch keine Idee, was ich dann mache, aber egal. Also, ciao! Was zum Teufel ist das für ein Video gewesen?